on the road again. Just can't wait to get on the road again. Lalala, ja, er war der absolute Erfolgswagen. 17 Jahre fast unverändert gebaut. 1.800.000 verkaufte Exemplare. Trotz so mancher Steigung. Aber genau, es war doch gelacht. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Heute in der Freizeit. Yes, we camp. Was ist dran an der Freiheit auf 4 Rädern? Kochen im Camper. Es müssen ja nicht immer Dosenraffioli sein. Und das große Heckmotortreffen auf der Postalm. Ja, und angefangen hat alles beim Autohaus vom Günther in Schrobenhausen. Danke, Mann. Dankeschön. Das ist er jetzt. Das ist der jetzt. Für mich quasi. Also das ist quasi dann. Für die. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wunderschön, dass es sowas noch gibt. Das ist ja quasi fast meine Kindheit. Die Form. Das ist ja Gänsehaut. Das ist ja, wie soll ich sagen, das ist Sehnsucht, oder? Genau so ist. Das Gefühl kann man mieten. Das kann man sich bei uns ausleihen. Ja, vor allem also über ein Wochenende, so wie früher. Ein bisschen einfacher ist. Nur einfacher. Und du bist dir sicher, dass du das vermitteln möchtest, weil wenn ich jetzt, also ich meine, das ist ja schon Vertrauensgeschichte ein bisschen. Ja, freilich. Unsere Generation, die kriegt das innerhalb ein paar Minuten auf 3. Schon. Ja, wir machen eine kurze Einweisung und dann kann es losgehen. Okay, gut, ja, wunderbar, wenn du das einfach so machst. Also wir haben im Prinzip eigentlich alles mit dabei. Eine Kühlbox, Kühlbox, ja, das ist gut. Und die ist schon kalt. Einbauschränk, Ja. die ist sogar kalt, aber nicht eine Brotzeit und das Trinken, das machen wir noch selber. Okay, Küche ist keine drin? War nix, gell? Wirklich war nichts. War nix, gell? Gut, okay. Das heißt, Besteck und so weiter, das brauche ich alles selber. Oh, wie das schon klingt. Und da drin ist quasi. Mei, auf jeden Fall ist schön drin. Den Tisch kann man aushängen und kann dann das Bett umbauen. Ich kann bloß sagen, ich freue mich wahnsinnig. Ja. Mach ich dazu. Weil die 140 PS, die muss man ja. Ja, es sind in Wahrheit bloß 44 PS. 44, doch. 44 bei ja, 90, 95 km/h. Aber es war halt 1966 oder so. Bei Raketen quasi. Ja, Vollgas. Wunderbar. Bitte Platz nehmen. Ja, das ist herrlich. Das ist herrlich. Ja, Sicherheitsgurt hat es damals Haben wir noch nicht. gehabt. Haben wir nicht. Nein, Gut, haben wir nicht. haben wir auch nicht zurechtgekommen. Darum vorsichtig fahren. Manche kommen nach 5 Minuten auch wieder zurück. Weil es nicht zurechtkommen, Das ist oder? noch nicht so zurechtgekommen. Automatik und sowas. Ach so, verstehe schon. Aber es ist ja ein Gaspedal, es ist ja Bremse, es ist alles- Kupplung. es Und ist Hand. alles. Soll ich ihn mal anschmeißen? Und los. Gut, oder? Ich schmeiß mich weg. Eine gute Fahrt. Ja, danke. Dann, es ist ja Haarschaltung, Handbremse. Bis in 3 Tagen. Bis in 3 Tagen. Und über 500 Kilometer Fahrstrecke. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall freue ich mich. I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of life there. Wie der schon klingt. Und wie der riecht. Ja, so haben die Autos gehabt damals, gell? Ja. Baujahr 66. Das ist ja quasi der Urahn der Campingmobile. Richtig Schmidt. Ab März 1961 gibt es den VW T1 mit Westfalia Wohnmobilausbau offiziell in der Preisliste. Damals waren Wohnmobile noch eine Rarität auf den Straßen. Ein rollendes Einzimmer-Eigenheim. Und alles Blech. Ha. Und das alles ohne Servolenkung. Genau. Und ohne
Bremskraftverstärker. Ja. Und ohne Kopfstützen. Also, wird schon. Würde ich sagen, der wird schon. Aber sehr geschmeidig. Sehr geschmeidig. Das ist für mich gerade das Höchste, was es geben kann. Das darf ich bloß am Opel nicht sagen. Was man auch nicht vergessen darf, der hat eigentlich gar keine Lüftung nicht, keine Heizung nicht. Also der hat eigentlich in der Richtung gar nichts. Bloß ein Fenster. Das darf ich jetzt mal aufmachen, weil es ein bisschen warm ist. Did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. Losgefahren sind wir also beim Günther in Schrobenhausen und jetzt auf dem Weg ins bayerische Voralpenland. Am Simsee haben einige Mitglieder des Camping Oldie Clubs ihre alten Schätze aufgestellt. Der Chef. Achtung! Also 50 sind wir erst. Müsste aber eigentlich der Scheibenwischer sein, was sich da bewegt. Also eins kann ich jetzt schon sagen, das Fahrgefühl ist wirklich retro. Also alles ein bisschen langsamer, auch der Scheibenwischer. Auf dem Campingplatz erwartet mich auch ein Günther, der Günther Arlt, der Vorsitzende des Camping Oldie Clubs. Also, da kann man richtig stehen da herin, hä? Ja, Geräumig. ich muss ja auch drin stehen können, ich bin ja auch groß. Ja, das stimmt allerdings. Er wirkt von außen relativ klein, aber innen, wenn man da mal drin steht, ist richtig geräumig. Die Soleika, der Soleika, das Soleika. Der Soleika, der super leicht Karawan. War damals was Besonderes wahrscheinlich, oder? Ja, war sündteuer. Also es war ein Luxuskarawan. Anfang der 60er Jahre, ja, war schon doppelt so teuer wie ein Käfer. Echt jetzt? Ja, ja, ja. Bist Also du so da- ein Gespickter, oder was? Na, darum fahren wir alte. Man braucht ja einen Wagen mit Seele. 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 Das ist Manfred. Und Elisabeth Hinter uns unser Camper. vom Detlefs, Baujahr 1968. Und Manfred kocht da drin unseren besten Schweinebraten. Da sind wir daheim. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Es ist so oft so, dass uns Leute ansprechen, so, kann man da drin schlafen? Und ich sage, ja klar, logisch, das ist doch nicht kaputt jetzt. Aber das macht es dann halt auch aus. Und dann kommen viele her und sagen, oh, das ist ja irre, wie du das machst. Aber es ist eigentlich keine große Kunst. Ich liebe es und man gibt es nicht auf. Ich habe mit Anfang 20 angefangen mit dem Bulli. Dieses Lebensgefühl. Campen ist nicht, weil es jetzt günstig ist, sondern weil man es vom Herzen liebt. Das ist die Gisela Das ist der Harry. und das ist unser T1 Westfalia, der Michel. Und damit sind wir unterwegs. Vor 30 Jahren haben wir damit geheiratet und er bleibt bei uns in der Familie. Für immer. Ja, und was hat der Günni jetzt da? Eine Schallplatten, ja. Und einen Bulli. Und ja, ich schmeiß mich weg. Hä? Und sollte mal ein altes Zelt kaputt gehen, kein Problem. Der Campingclub bietet auch Workshops an. I saw your face, was a face I loved, and I knew I had to run away. Get down on my knees and pray, not take it away.
Das ist meine Frau Michi. Und das ist der Jürgen. Wir sind aus Lenkries. Und das ist unser Puck. Den hat sich der Jürgen kaufen dürfen, als er mit dem Rauchen aufgehört hat. Und jetzt sind wir hauptsächlich in Skandinavien damit unterwegs. Unsere zweite Heimat. Vollzeit! Genial. Habe ich gemietet fürs Wochenende. Gemietet? Wer Gemietet. gibt denn sowas aus der Hand? Ja, das ist eine gute Frage, gell? Nein, das kann man tatsächlich mieten. Ehrlich? Ja, 600 € das Wochenende. Boah, das ist aber echt okay. Harry, und was sagst du? Das ist ja schon der 44 PS Maschine, das ist der 1500er. Das ist der größte, was es gegeben hat in dem Auto. Ja, 12 Volt. Wenn man frei kann, schon in der Nacht fahren. Schöner Ausbau. Ja. Aber die Küche fehlt halt. Ja, Küche ist in dem Fall keine drin, gell? Da musst du auf noch was einfallen lassen, wo du kochst. Ja, stimmt ja. Weil immer nur Ravioli aus der Dose, naja. Und deshalb holen wir uns jetzt ein paar Tipps vom Mike Cook. Also mit richtigem Namen, Michael Wörlein. Er hat auf der ganzen Welt schon gekocht und ist im zweiten Leben Oldtimer begeistert. Mike, habe ich dir. Ja, servus, grüß dich. Grüß dich. Aber das ist nicht schlecht, hä? Ja, ist halt klein. Noch weniger Küche drin, oder? Als bei mir. Gar keine Küche drin, genau. Ich habe festgestellt, dass man das Ganze auch mit 2 Flammen machen kann. Das, was wir heute machen, das kriege ich dann auch zusammen. Auf jeden Fall. Gut. Wer hat was? Das wird Grillbrot. Ich habe verschiedene Mehlsorten genommen. Man kann es natürlich auch nur mit dem einfachen Mehl nehmen. Aber ich tue halt ein Wiener Grießerl nehmen, tue ein Roggenmehl rein und ein Dinkel Vollkornmehl. Dann ist ein Salz drin, ein Hefe und ein Wasser. Und das lassen wir gehen und tun es dann einfach in der Pfanne braten. Und da machen wir dann eine Tschatschukka. Das kann man auch essen dann. Das kann man dann auch essen. Ja, genau. okay, gut. Ja, nur, dass wir es wissen. Ist jetzt was für ein Gericht genau? Shakshuka? Das ist ein nordafrikanisches, israelisches Gericht. Mit Tomaten, Paprika, Zwiebeln. Da kommen dann noch Eier rein, die werden pochiert. Und dann können wir das mit dem Brot einfach aus der Pfanne raus essen. Brauchen wir kein Besteck, brauchen wir keinen Teller. Ah. Haben uns schon wieder ausgespart. Gut. Das machst du aber nicht zum ersten Mal, glaube ich, gell? Na, das mache ich gern. Bin gern unterwegs. Das ist ja nur Organisationssache. Und man muss sich halt bloß einfach ein bisschen minimieren. Aber im Prinzip geht alles. Und ich meine, man kocht ja nicht für 20 Leute. Aber man kann auch für große Mengen kochen. Hast du auch schon, oder wie? Ja, das können wir natürlich. Wenn wir unterwegs sind und sind mehr Spätzlen dabei, dann. Bist du dann der Koch, oder wie? Dann bin ich der Koch, ja. Das heißt, du bist mit dem Käfer unterwegs? Ja. Genauso wie ich mit dem Bus unterwegs bin. Campen. Genau. Und warum kein Bus nicht? Warum ein Käfer? Ja, weil den Käfer, den habe ich schon ganz lang. Das war mein erstes Auto mit 18 und seitdem. Der? Ja. Und seitdem hege ich und pflege ich den. Hast du damals schon gewusst, dass das was Besonderes ist? Für mich war das was Besonderes, ja. Und dann war das halt die Zeit, wo man halt das noch gefahren ist. Dann gab es eine gewisse VW-Szene, auch die Käferszene. Das Tolle war halt auch, dass man halt an den Autos einfach alles selber reparieren konnte. Und es war erschwinglich. Es gab die ganzen Ersatzteile, gibt es ja heute noch. Das heißt, unverkäuflich. Ja, unverkäuflich. Sehr schönes Olivenöl. Jetzt braten wir die Chili und den Knoblauch an und die Zwiebeln. Und riecht schon. Ah, herrlich. Der Knoblauch ist schon nicht verkehrt, gell? Genau. Gerade wenn man in so einem kleinen... Jetzt tun wir die Paprika und die Tomaten mit rein. Und dann kann das alles schön zusammenschmoren. Du was? Jawohl. Wenn man gar nichts hat, geht notfalls auch die Radkappe von der Felge. Bei welchem T1 fällt die jetzt? Ah, sowas hat man zu Hause eigentlich noch mal als Ersatz. Da fast ein bisschen puschiert dann eigentlich, oder? Genau. Das Ei.
Das ist Teller, Besteck, alles. Genau, das brechen wir jetzt und dann kannst du schön damit rauslöffeln. Einfach, gell? Einfach bleiben. Ja. Ja. Einfach, simpel. Und man sitzt beieinander, weißt du? Jetzt waren wir auch ruckzuck fertig mit der Pfanne. Was haben wir braucht? 20 Minuten, oder? Höchstens. Höchstens. Und da haben wir schon das ganze Zeug mitgeschnitten. Ja, fundig. Also gerade wenn es draußen regnet und in dem Bus, da war ich 10 Jahre alt, da bin ich mit meinen Eltern und mit meinem Onkel und meiner Tante sind wir nach Griechenland gefahren, Peloponnes. Und mein Onkel hat einen T2-Bus gehabt, einen Bulli. Waren wir 4 Wochen unterwegs und ich glaube, es hat einen Tag gegeben, da hat es geregnet. Und da sind wir dann alle, und das war für mich der Tag schlechthin, sind wir alle 4 Erwachsenen und 2 Kinder in dem Bus drin gesessen. Draußen hat es geschüttet, es war gerade gemütlich und wir haben Mexien gespielt. Weißt, das war der schönste Moment in dem Urlaub, den werde ich nie vergessen. Eine Gaudi haben wir gehabt, alles war abgeschlagen, es war großartig. Und deswegen, wenn ich jetzt da sitze und es regnet draußen, muss ich immer dran denken. Das ist ein schönes Gefühl. Schön. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Ja, da wäre ich jetzt gern stehen geblieben auf der Wiesn, ist aber nicht erlaubt, kann man nicht einfach. Auch der Mike ist am Abend wieder gefahren. Also suche ich mir jetzt einen offiziellen Stellplatz für die Nacht. My sunny one shines so sincere, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Guten Morgen, Schmidt. Moin. Moin. Und wie hast du geschlafen? Sag, erzähl. Wie ich geschlafen habe? Ja. Ja, gut. Eigentlich ganz gut. Mein Gott, ob man jetzt dazu Matratzen sagen möchte, weiß ich jetzt nicht. Also man liegt halt auf was drauf. Gell? Aber ansonsten, man hat Platz. Und es ist so ein bisschen wie früher, Kindheit. Also schön in so einem Bus. Aber trotzdem brauche ich jetzt einen Kaffee. Dann erzähl ich mich ganz kurz. Ja, und danach habe ich das Schlafzimmer quasi wieder zum Wohnzimmer zurückgebaut. So, habe jetzt erst einmal einen Kaffee. Gehört auch dazu, zur großen Freiheit, oder? Und man muss natürlich ein paar Regeln beachten bei der großen Freiheit. Ja, also Wildcampen ist verboten. Ist einfach so. Ja? Und unter uns, ich meine, das ist natürlich auch eine Frage der Haltung. Ja? Also so Abwasch und Zähneputzen und so und das große Geschäft in die Wildnis geht auch nicht. Ha? Macht man nicht. Die einfachste Lösung ist, man zahlt für einen Stellplatz. Ja, auch wenn es bloß für eine Nacht ist. Geht ja. Oder, wie in meinem Fall, Sie machen das System Landvergnügen. Ja, da kaufen Sie für 50 € eine Vignette, die gilt fürs ganze Jahr. Und wenn Sie Glück haben, finden Sie auf Ihrer Route oder wo Sie heute gerade sind, da drin einen Stellplatz. Da können Sie sich dann hinstellen. Ja, da müssen Sie nichts dafür zahlen, weil Sie haben ja die Vignetten. Der Deal ist, Sie gehen dann, wie in meinem Fall, da gibt es einen Hofladen da rein und kaufen halt ein bisschen was ab. Ja, solange der Hofladen der Ölmühle geöffnet hat, dürfen sie natürlich auf diese Toilette auch gehen. Und wenn die Nacht recht kühl war, dann ist man wirklich froh, so einen Hofladen in der Nähe zu haben. Ja, so ein Moment am Morgen, der wärmt auch die Seele. Unsere nächste Etappe führt uns von Schneidsee nach Österreich. Genauer gesagt auf die Postalm. Hier organisiert Veranstalter Johannes Haseneder ein kleines, aber ich sag's Ihnen, wahnsinnig charmantes Treffen für Autos mit Heckmotor.
Ja, aber bevor wir jetzt losfahren, muss man natürlich nicht nur Kaffee trinken, sondern auch was frühstücken. Und was gibt's Besseres als wir? Kaiserschmarrn, gell? Nachspeis. Rezept von Mike. Geht genauso auf die Waffe, hat er gesagt. Probier mal. Also dann der Schmied. Wenn dann der Schmied. Wenn das nicht der Kaiserschmarrn des Jahres wird. Ha? Puderzucker jetzt. Karamellisieren. Hoppala. Ja, das schaut nicht. Dann kommen wir durch den rum. Ah, flambieren. Ich sag nichts mehr. Mahlzeit. Es geht ja schlechter im Leben. Geht ja schlechter. In Österreich sind inzwischen schon über 150 Autos eingetroffen, zu einer Kolonne im Tal rund um Abtenau. Und alle haben den Motor hinten. Ja, ich hab's ein bisschen später geschafft. Und bin klein auf zur Post an, direkt. Oben am Eingang empfängt mich der Chef, höchstpersönlich. Und natürlich auch die anderen Gäste. Mu. Habe ich die? Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, gern. Du, pass auf, ich habe ein paar Geschichten für dich. Einmal ein Bantel. Ein Bantel, jawohl. Das legst bitte unter den Motor, weil die markieren gerne mal ein bisschen ihr Revier. Viel Okay. Spaß wünsche ich dir. Danke, habe ich. Für dich. Servus, habe ich die. Ich mittendrin. Habe ich die? So, dann. Gern. Gewaltig. Bist alles du auf den Fotos, gell? Ja, das bin alles ich. Das waren meine Reisen. Ich habe also mit meinem Synchro ein paar ziemlich große Reisen gemacht, monatelang teilweise unterwegs, ganz alleine. Aber das ist ja richtig weit weg. Das ist richtig weit weg. Afrika und bis in der Mongolei war ich, an der chinesischen Grenze. So weit? Ja, ja. Mit dem Auto? Mit diesem Auto, ja. Und er hat meistens durchgehalten. Also ein bisschen Schrauben war schon auch angesagt. Ne? Das heißt, wie viele Kilometer hat der drauf? Der hat jetzt 600.000 drauf. 600.000? Ja. Ist also ein T3 VW-Bus Synchro. Synchro heißt Allradantrieb. Ja. Das ist noch ein besonderer 16 Zoll. Der hat also besonders große Räder und ist ein bisschen höher gelegt. Und wie viele Kilometer hast du drauf? Also im T3 gefahren 1 Million. Ja. 1 Million? Ja, 1 Million. Ich habe alle Nächte zusammengezählt, die ich in T3-Bussen geschlafen habe. Das sind 4 Jahre meines Lebens. Na. Ja. Und waren die verschenkt oder waren die ein Geschenk? Das waren die super Tage und die super Jahre. Ne? Viele Leute fragen mich, wieso kannst du so große Reisen machen? Warum hast du so viel Zeit? Ja, würde ich auch gerne mal machen. Ne? Und? Furchtbar einfach. Alle Menschen haben ungefähr gleich viel Zeit. Genau ein Leben lang. Mehr habe ich auch nicht. Man muss es einfach auch wagen, sich trauen und machen. Ne? Ja, du hast vollkommen recht. Ja, sich trauen. Einmal im Leben. Diese besondere Freiheit auf 4 Rädern. Viel braucht man ja eigentlich nicht. Und danach haben es alle einen Haufen Geschichten im Gepäck. Das ist dein Auto, gell? Das ist mein Auto. Seit wann? Seit 1990. Den habe ich mir nach dem Abi gekauft. Ehrlich jetzt? Und seitdem fährst du den? Seitdem fahre ich den. Und nie drüber nachdenken, dass du ihn einmal weitergibst? Sowas gibt man nicht her. Wenn man das einmal hat, gibt man es nicht mehr her. Ich war schon in ganz Europa, in Island, in Portugal, am Nordkap. Jetzt fahren wir nicht mehr so groß, dass wir den Urlaub jetzt hat einen gewissen Wert. Aber am Anfang war das das normale Reisefahrzeug. Und wer ist wir? Meistens mit irgendwelchen Mädels bin ich vorgefahren. Na, ehrlich Weil jetzt?
bewährt sich als Reiseteam. Und wenn ich mit meinem Freund fahre, dann fahre meistens ich. Er darf nicht fahren, oder wie? Oder hat Er keinen darf Führerschein? fahren, wenn wir Karten lesen müssen, weil dann wird es ihm schlecht. Da Und musst dann du muss Karten ich lesen? lesen und dann fahren. Und Ist sonst- wahrscheinlich eh gescheiter. Genau, und Ah, ja. sonst fahre ich. Ah, ehrlich jetzt. Ja, weil das ist ja, man wächst ja schon zusammen so, Ja, mit das so ist einem ein Auto, gell? Familienangehöriger. Mit Namen. Mit Namen, Flocki heißt er. Ah, der Flocki. Alles klar, Verena. Dann in diesem Sinne, gell? Nur viel Spaß. auf dem Danke. Treffen. Ja, dir auch, mit dem Flocki. Gell? Genau. Und eine Geschichte haben wir noch. Die müssen Sie jetzt auch noch hören. Vom Gerd und seinem ersten Bulli. T1 Baujahr? 1954. 54. Und mit dem bist du von? Mit dem bin ich von Offenbach nach Kapstadt gefahren und dann von Kapstadt wieder heimwärts durch den Sudan, Südsudan. Und bin da halt dann irgendwann in den Nilsümpfe ins Wasser gefallen. Der Bulli war noch auf dem Schiff. Und ja, mein Gott, dann bin ich halt geschwommen, notgedrungen, weil irgendwo ein Überlebenswille hat der Mensch. Und dann war ich ein bisschen im Sumpf und bin wieder ein bisschen rausgekommen. Und dann bin ich 50 Kilometer geschwommen, mehr oder weniger. Und dann haben mich Eingeborene in ihr Dörfchen gebracht, wieder aufgepäppelt. Offiziell war ich von der deutschen Botschaft für tot erklärt. Na. Ja, ich war total weg aus der Welt eigentlich. Wie lange warst du weg? Also, ich meine, dass man Also jemand für tot offiziell erklärt. für tot erklärt war ich ungefähr 2,5 Wochen lang. Und die deutsche Botschaft hat mich halt, weil ein Entwicklungshelfer mich ins Wasser fallen gesehen hat, das berichtet und hat dann meine Eltern informiert über die örtliche Polizei. Ne? Dass du tot bist? Dass ich nicht tot bin, sondern dass ich vom Schiff gefallen bin. Die Suche des Kapitäns war erfolglos. Und da fallen öfters Leute vom Schiff und da ist aber noch nie einer wieder aufgetaucht. Weil die südlichen Nilsümpfe im Sudan sind nicht ganz unbekannt in der Richtung. Aber es ist heute so, gell, so ein T1-Bus, den lässt man natürlich Den ungern lässt- allein. Ja, Gell, richtig. das war so der Überlebenswille. Und deswegen habe ich mich da wieder hingekämpft. Und wie war das, wie du deine Eltern wieder gesehen hast? Weil der Sohn war ja tot. Der Sohn war erst einmal tot. Na ja gut, das ging dann erst einmal über Telefon, über einen Rechtsanwalt. Der hat meine Stimme identifiziert und meine Eltern klar machen können, dass ich am Leben bin. Na, und wie ich dann wieder daheim war, war die Freude natürlich groß. Ja, das kann man so sagen. Du, dann wünsche ich dir mit dem alles Gute, bleib drin sitzen, steig nie aus. Nein, da runter fahre ich auch nicht mehr mit dir. Ja, danke. Alles klar. Vierte. Ja, servus. Tschüss. 2,5 Wochen für tot. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Ja, wenn man mal ganz ehrlich ist. Alles, was wir haben, ist jetzt. Und manchmal braucht man dafür ganz wenig. Ein Bett, ein Dach über dem Kopf, einen Campingkocher. Dieses warme, wohltuende Gefühl. Und über dir beim Einschlafen der große Wagen. Ever since that night, we've been Ob der auch einen Heckmotor hat. It turned out so right for strangers in the night.